Wir müssen lernen, am Virus eins zu gehen. Das ist nun eine Realität. Das wird natürlich auch ein Umdenken bei den Leuten feiern. Wir haben den einen oder anderen größeren Chantier bei uns an der Gemeinde, wo die Gemeinde den Bau heraus, das ist notamment ein Umbau von dem Märmer-Schloss, vom Festsaal. Da werden natürlich Sterbeste während einer Reihe von Wochen krisebedingt einfach Nullpunkt, wo wir aber einen Retard haben, von Spain, vielleicht nicht sogar nur 3 Monate, dass bei all den Erbesten, die sollten auch gehen bei uns, das notamment der Bau von einer neuen Musikschule, das ist der Bau von einer Schwemme, das die Renovation von einem großen Festsaal bei uns. Da sind natürlich Ausschreibungen an Tannertreffen kommen. Und ich hoffe, dass wir dann einfach nach die Erbesten, die sollten eigentlich schon der große Vakanz zugehen, und dass wir den am diesem Ende vom Jahr und Trulle kriegen. An der Sonenaktivität, an Parkaktivität schaffen mittlerweile über 5000 Leute zwischen Märmer und Kerb. Das viel Büros gebäiert, da sind ganz viele Leute, die am Teletravail je erbig das mehr tun. Und es darf dann auch verraten, dass wir ab der nächsten Woche gucken, Parking von einem großen Bauhaus, Baumärkte, dass wir da werden ein Autoskino errichten. Wir wären der Meinung, dass wenn ihr zu den Leuten seht, die könnt nimmen in der Restriktionen herausgehen, wenn ihr seht, sie müssten hier physisch Distanz halten, und sie sollten noch Masken umdienen, dass ihr dann den Leuten durch die Maske muss zur Verfügung stellen. Da ist auch ein ganz klarer sozialen Faktor dabei. So eine Maske die kostet 1,50 € am Handel. Rechnen mal aus, eng Familie mit 2 Kinder, wenn die permanent all der die Maske wissen, dass die nur bei einem Schiffer von 120 € den Monat. Ich meine, das ist nicht vertretbar, am Ende als Gemeinde eben als Verantwortung überall. Da das natürlich auch ganz gut ankommt. Bei unseren Leuten, dann tut sogar Eco-Fond an der großen französischen Presse notamment mit Reportagen auf TV. 5 masques par habitant, gratuits, livrés à domicile, et cela chaque semaine, jusqu'à la fin de l'épidémie, dans cette commune de 10 000 habitants. Ich meine, wir haben kein Problem von der Infrastruktur, weil wir einfach über die neue Schulinfrastrukturen sowohl zu Märmer wie auch auf der Kerb verfügen. Und ich muss sagen, wir haben mit den Responsablen von unseren Schulen extrem gut an eng Verhältnissen. Ich gehe davon aus, dass wir dem ganz großen Gros von dem, was die Anforderungen sind, dass wir das hinkriegen, die Leute sich schon am Gang alles en Platz zu setzen. Wir werden noch als Gemeinde dafür sorgen, dass wir zusätzlich zu den Masken, die vom Staat verteilt gehen, bei uns erkannt, dann auch eng Maske pro Tag nach von der Gemeinde zur Verfügung gestellt kriegt. Was aber nicht geht bei denen aus dem Präkoz-Kant von 3 Jahren, das kann keine Maske und eine chirurgische Maske. Da sind wir zum Schluss gekommen, dass wir sogenannten Kappen mit visieren holen, wo die Kanner dann eben unkompliziert können auch damit umgehen, weil Kanner von 3 Jahren sind nicht zu haben, das man möchte, wenn nicht möglich. Das ist aber so, dass sind bei uns an den so ländlichen Gemengen die Vereine ganz viel darüber leben, auch werden sie von ihren Doppelfester rankriegen. Bon, du hast natürlich die letzten 2 Monate nicht viel gelernt. Wir haben dezidiert am Chefverrat für ein globales Subsid von 100.000 € zusätzlich zur Verfügung zu stellen, für das den dann auch gerecht in den Kultur-, an Sportvereinen oder Sozialvereinen kann abgedeelt wird. Die Leute sind einfach ein bisschen erschreckt, nur noch 2 Monate. Und ich muss auch sagen, ich meine, dass mehr einfach ein Land aufzufahren, wie drum abzufeiern, herno. Muss sich kein X für nur viel machen, das wird verheerend ökonomische Konsequenzen und es wird verheerend Sozialkonsequenzen und es werden viele Leute sind, die hier Erbicht nicht können, mehr so assurieren, wie das wäre. Das gibt eine große Herausforderung.